Luft. So, ich hab's gesagt. Versuchen wir es auf ein neues. Musst du dir eigentlich immer vor aller Welt Luft machen? Achte genau auf meine Betonung. Da war ich wohl etwas vorschnell. Erst die Hälfte. Kennst du einen Anwalt, der nicht ständig unter Strom steht? Strohhum. Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps. Das ist Haferschleim. Nahrung wäre das hier. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Das wäre das hier. Hoffe ich. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Die von Browns sind Tom. Diener der Gerechtigkeit, seit der göttliche Funke die Menschheit erhält. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Das Feuer, weil das Funke kam von seinem Hier Alten. kein Anwalt. Wieso kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen? Loslassen. Vorfahren drehen sich gerade im Grabe um. Fast geschafft. Ja, geht doch. Noch einmal, Freunde, noch einmal. Dann haben wir es geschafft. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Der Druck, der liebe Druck. Hörst du dir mal selber zu? Die Erde dreht sich nicht um dich. Dreh das Rad, tralala. Du drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Mach doch nicht so ein Wirbel. Ja, was soll ich denn auf Drängen machen? Was hast du getan? Ich habe auf dich gehört, was ein Fehler war. Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps. Das ist Haferschleim. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuer mich doch. Jo, ein bisschen Feuer. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Deine brennende Leidenschaft sein. Ja. Das mit den Blasen war nicht hierauf bezogen. Pass einfach auf, was ich sage. Ja. So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Je hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Wie oft muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik endlich abschütteln kann? Hörst du dir mal selber zu? So, abschütteln. Die Erde dreht sich. Oh, er hat doch gesagt abschütteln. Was will ich denn da machen? Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Und ich dachte, du weißt, was du da sagst. Aber nee, er weiß es nicht. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Ja, Schafsblasen, ist es das? Geht doch. Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater. Anwälte sind nichts anderes als aufgeblasene Säcke. Wieso musst du mir immer den Marsch blasen? Musst du dir eigentlich immer vorab... Er hat gesagt, Arschblasen. Hallo, Spiel. Nichts anfassen, bevor ich es sage. Verarsch mich doch nicht. Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Was soll ich drauf machen, Deine Mann? brennende Leidenschaft sein. Oh, Aber brennende meine ist es Leidenschaft. nicht. Ja, gesorgt. Soll ich die Bakterien füttern oder was? Achte genau auf meine Betonung. Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Du hast keine Ahnung. Verzweiflung. Ich stehe. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Was kann ich dafür, dass du so ein Trottel bist, Emmett? Du. Was hast du getan? Ich hab auf dich gehört, was ein Fehler ist.
Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. So heiß. Hey, aber... Er hat doch gesagt, heiße Luft. Das eine Mal was... Pass einfach auf, was ich sage. Das eine Mal ist es Feuer, das andere Mal das Ventil. Könnt ihr mal entscheiden, Mensch. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Kennst du einen Anwalt, der nicht ständig unter Strom steht? Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Anwälte sind nichts anderes als aufgeblasene Säcke. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Warum überschüttest du mich immer mit Herablassung? Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Mann, ey, überschütten. Lass mich raten, das Aquarium, oder? Überschütten, weil reinschütten und so. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Mein Gott, ey, wie soll man... Ich hasse das Spiel langsam. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Der spricht von Druck. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuer mich doch. Das glaubt eigentlich, unter welchem Druck ich stehe. Doch nicht zum Wirbeln. Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps. Ja, aber... Das ist Haferschleim. Jetzt kühl dich mal wieder ab, Paps. Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Ja, was ist denn abkühlen? Was soll das sein? Nichts anfassen, Ich bevor ich verzweifle sage. langsam, Mensch. Darf nicht warten, diese Scheiße hier. Je hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Ich bin keiner von deinen Leuten, die um dich herumwirbeln wie Brummkreise. Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Darf ich auch mal eine Runde reden? Oder wird das mal wieder ein Monolog? Ja. So kannst du... Was soll ich auf Reden und Monolog denn rausschließen? Hey, Mann, Gott, vertell einmal. Achte genau auf meine Betonung. Ja, lecker nach dem Schöpli, hey. Mann! Musst du dir eigentlich immer vor aller Welt Luft machen? Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Wieso musst du mir immer den Marsch blasen? Wie oft muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik Marschblasen, hallo! Lass mich raten, es ist irgendwie ein Übersetzungsfehler, oder? drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Ja, was soll das einbringen? Jetzt kühl dich mal wieder ab, Papp. Pass einfach auf, was ich sage. Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, Gesorgt? ich hab's gesagt. Okay, Sorgen ist dafür. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Diese Unterhaltung finde ich ganz und gar nicht spannend, Vater. Warum überschüttest du mich immer mit Herablassung? Ja, überschütten wir das da, wa? Mann, es geht viel zu schnell hier. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Ich dachte, du wärst nicht zum Vollspacken. Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater. Wieso kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen? Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Anwälte sind nichts anderes als aufgeblasene Säcke. Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt?
Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber meine ist es nicht. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Hörst du dir mal selber zu? Die Erde dreht sich nicht um dich. Mann, ey, reicht's langsam oder wie? Ah, ich fürchte, wir müssen das später klären, Paps. Meine Suppe kocht gleich über. Oh, endlich. Das war nicht alles, junger Mann. Alles okay? Das klang... Diese Diskussion hätten wir schon vor langer Zeit führen sollen. Wir... Oh. Was? Heureka! Wir müssen nur noch diesen guten alten Raketenbohrer auftanken und dann können Und wir... ich nehm's und dann los. Aber wollen Sie es nicht erst testen? Keine Zeit. Der letzte Zug nach Washington fährt gleich ab. Oh, richtig. Sie müssen dieses Baby zum Patentamt bringen. Ja, klar. Sag mir, Michael, wann wird sich das Patentamt melden? Gute Frage, Emmet. Gute Frage. Ja. Oh, in ungefähr... Ich schätze... Ich kann das nicht. Hä? Emmet, ich bin nicht vom Patentamt. Ich verstehe nicht. Ich habe dich angelogen. Das wollte ich nicht, aber nur so konnte ich dein Vertrauen gewinnen. Jemand ist in Schwierigkeiten. Jemand, der mir nahesteht. Der uns beiden nahesteht. Ich kann dir nicht sagen, wer, aber ich muss ihn retten. Heute Nacht. Und dafür brauche ich deine Erfindung. Ich komme wieder. Versprochen. Und, Emmet? Du wirst ein großartiger Erfinder. Warte! Das Gas bei etwa 8 halten. Danke, Alter. Du bist echt in Ordnung, Kumpel. Auch wenn du mir gerade voll auf den Geist gegangen bist. In Ordnung, Doc. Ich habe den Bohrer. Jetzt holen wir sie da raus. Alter, was für ein Teil, ey. Na los, geh an! Alter, verdammt. Naja, immerhin... Mr. Corleone! Oh nein. Ausgerechnet die. Es ist zu spät! Zu spät? Aber Doc sollte nicht... Wie jetzt? Sie bringen ihn woanders hin, zu seiner eigenen Sicherheit. Oh, ich brauche einen Kommentar vom Polizeichef. Gefangenentransport entführt, Verdächtiger ermordet? Sie sind immer noch hinter ihm her. Aber wie soll ich ihn denn jetzt retten? Das ist eine gute Frage, vor allem deshalb, weil der Raketenbohrer ist futsch. Dann sieht es so aus, ich kann hier irgendwie nicht mehr aus dem Bild. Na, lass mich raten. Wenigstens hat es das Raketenteil in einem Stück überstanden. Bohrer nicht, aber das Raketenteil? Na, Freunde, wie wär's? Ja. Fest montieren. Ja, komm schon, Mann! Ja. Das muss irgendwie halten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey. Ich komme, Doc. Das erste Raketenfahrrad der Welt!
Wie lächerlich das einfach aussieht mit dem pinken Rad und ja, was soll's. Oh, der Kabel ist im Weg! Nein, immerhin ist der Kabel weg. Sie sind noch in Gefahr, Doc. Ich muss sie da rausholen. Oh, was? Ich sagte, sie sind immer noch. Schon gut. Hol mich hier raus. Wir reden später. Ja. Die Frage ist bloß wie, oder? Sind abgeschlossen. Ich weiß. Er weiß es! Ist ja gut, Mann. Hab ich was? Die Zeitung, das hilft ihm vermutlich gerade weniger. Zur Seite hin und so. Klappt sogar. Mann, ey, warte weg mit dem Teil. Muss er nachhelfen oder wie? Kann ich überhaupt was? Das Foto hilft garantiert nicht. Das Tonbandgerät, ja, was glaubt's? Geh halt auf die andere Seite. Jetzt sieht's doch schon besser aus. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie da raus. Sei vorsichtig, Martin. Ich versuche es, Mann. Ich kann das Schloss nicht öffnen. Es liegt ein Schlüssel, aber der ist wahrscheinlich vorne. Mann, man versteht ihn kaum. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Ja, wo will er auch sonst hin? Ah, wer weiß, wofür das noch gut sein kann. Ja. Kann ich vielleicht das Teil damit aufbrechen? Sie bewegen sich kein Stück. Ja, wie sollte es auch? Montiereisen. Objekt benutzen. Hab das Teil weg, Martin. Sie bewegen sich kein Stück. Okay, ist ja schon gut. So, jetzt aber rucki zucki hier, wa? Der Part ist schon lange vorbei. Eigentlich. Nee, ich hätte noch ein paar Minuten. Aber nicht mehr so viel. Klappt das vielleicht? Wow. Das war ja clever. Was soll ich mit der A-Kappe? So, da wäre ich. Wie geht's weiter? Kit! Was macht er da drin? Da ist der Schlüssel. Eine gute Frage, was macht er da überhaupt? Da, den Schlüssel kann ich nicht dran. Von der anderen Seite her. Jo, muss irgendwie so klappen. Oder Doc? Kitten fährt den Laster. Kennen. Das erklärt einiges. Ja, ganz toll. Gleich zurück. Was habe ich denn hier? Ein Radkabel bringt mir natürlich unglaublich viel. Sonst habe ich nichts Kluges dabei. Oh. Die Schlüssel. Aber wie komme ich an sie ran? Nicht? Kannst du ihn ablenken? Ah. Die Schlüssel sind auf dem Armaturenbrett, aber ich komme nicht ran. Du brauchst einen Reichweitenvergrößerer. Was? Einen Greifer. Was, ein Greifer? Wir sind hier nicht bei Zelda. Bin gleich zurück. Na toll, ein Greifer. Jetzt lass mich raten. In der Werkzeugkiste hat's noch was? Martin, darüber! Dann häng dich halt zuerst daran. Stopp. Ja. Ja, wir sind ja bereit. Bin gleich zurück. Die Schlüssel. Aber das Fenster ist geschlossen. Ja, deshalb will ich ja auch, dass du das Teil da unten nimmst. Mal kurz überlegen. Was kann ich denn noch machen? Oh je. Was ist das da oben? Ja, das war jetzt aber auch mehr Glück als Verstand. Okay, das Fenster hier ist zu, da kann man nicht rein. So, was jetzt klappt mit dem? Hat so irgendwie eine Verlängerung, oder? Im Sinne von der Antenne. Aber was mir jetzt das bringen soll? Keinen Schimmer. Aber da nur ein Fenster offen ist, muss ich halt hier rüber. Ja.
So, da hätte ich was, aber ja, es geht doch nicht. Die Schlüssel sind auf dem Armaturenbrett, aber ich komme nicht dran. Du brauchst einen Reichweitenvergrößerer! Was? Einen Greifer! Ein Reichweitenvergrößer, ich weiß doch. Bin gleich zurück. So ist halt doch noch. Vielleicht klappt es hier irgendwie. Ist so unwahrscheinlich, aber keine Chance. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Überlass das mir! Da bin ich mal gespannt, ey. Hey, Fahrer! Sie fahren viel zu schnell! Gut, werden doch nicht ablenkt. Und wie sie die Kurven nehmen! Mir gefällt nicht, wie sie mit mir reden! Und dieser Sitz ist äußerst unbequem! Komm schon, Der komm schon. Sitz ist für mich! Hey, Fahrer! Ich rede mit Ihnen! Ignorieren Sie mich nicht! Verdammt! Oh, du! Wow, wow, wow! Ach, Herr Doc. Schätze mal, darum nennt man sie der Blitz. Woher wusstest du? Ich habe meine Quellen. Ja. Wow, war das knapp. Der hat uns voll den Falcon Punch verpasst. Naja, einfach viel schwächer. So, den Schlüssel hätten wir jetzt. Also befreien wir den guten alten Doc. Aus dem Weg, Doc. Marty! Tja, Kitty, da staunst was. Lieutenant, was soll das? Was soll ich machen? Wie läuft's, Doc? Naja, geht raushängen! Alter, das ist eine Blindschleiche, der trifft uns gar nicht. Was habe ich denn hier? Die Radkappe habe ich noch. Was soll ich mit dem Scheiß? Keine gute Idee, die Radkappe darauf zu werfen. Ah, werfen wieder das Teil. Why not? Frisbeescheibe! Yeah. Bist du? Ja, bin ich. Verdammter Mistkerl! Ja, so bin ich halt. Brauche ich Knarre vielleicht? Ja. Sah schon fast ein bisschen pervers aus, wa? Ah, so deswegen wegen der Ketten. Natürlich, natürlich. Boom, boom macht das Teil. Boom, boom. Na toll. Das war der Plan. Wir arbeiten noch dran. Doc! Was? Was haben Sie vor? Irgendeine Idee? Dutzende! Aber keine, die uns helfen würde! Was machen wir jetzt? Ich hatte gehofft, du wüsstest es! Beten. Beten wird's praktisch. Warum konnte ihr nicht kein Hoverboard für uns bauen? Das wird erst in 84 Jahren erfunden werden! So lange kann ich aber nicht warten. Der Gashebel, Doc. Warum? Oh! Wow! Scheibenkleister. E.T. lässt grüßen. Aber der ist wenigstens ein bisschen eleganter gefallen. Oder geflogen. Doc, sind Sie okay? Mir geht's gut. Ich frage mich allerdings, welche bizarren Auswirkungen es auf die Zukunft haben wird, dass mein jüngeres Ich ein fliegendes Fahrrad erfunden hat. Wussten Sie, dass das passieren würde? Ich hatte einen Verdacht. Die Raketen sind mir immer explodiert. Was machen wir jetzt? Wir reisen jetzt nach 1986 zurück, bevor unsere Interaktion mit der Vergangenheit eine unheilvolle Zukunft hervorbringen. Wo hast du Einstein gelassen? Doc? Er ist doch nicht im Tierheim, oder? Nein, aber ich glaube, wir haben im Moment größere Probleme. Gütiger Gott! Ach du Scheiße! Irgendwas haben wir angerichtet. Ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas ging gerade falsch.
Muss irgendwie mit unserem Opa zu tun haben, wa? In der nächsten Folge. Doc! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. Hey, Leute. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Dann müsste Tannen von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. An Abenden wie diesen fürchte ich, dass nichts Hill Valley davor retten wird, in Chaos und Korruption zu versinken. Vorbei. Nichts ist vorbei, bis Kid Tannen sagt, dass es vorbei ist. Fortsetzung folgt in Zurück in die Zukunft. Das Spiel Schnapp Tannen. Was Februar 2011 werden hatte schon lange. Genau, Leute, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit dem zweiten Spiel, könnte man sagen. Oder beziehungsweise dem zweiten von 5 Spielen, aus denen ja dieses gesamte Spiel besteht. Und somit ist es das Ende des ersten Teils. Jemand. Geil. Und wieder mal müssen wir, wie auch schon in Film Nummer 2, noch einmal zurück in die Vergangenheit reisen, wo wir bereits existieren und natürlich verhindern, dass wir uns erneut begegnen. Wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal bei Zurück in die Zukunft. Hab ich noch was vergessen? Ach ja, Benny Parker war. Ben Parker, Anspielung auf Spider-Man. Hust, hust. Bis dann, ciao zusammen.